Willkommen hier bei Retrocast zur Folge Nummer 11 bei Mario Kart 8. Ab der Switch gespielt bei 200 Kubik. Und wir sind stehen geblieben bei den letzten beiden Cups. Und ich muss gerade schon gestehen, einer von diesen Cups, nämlich den Cup da, habe ich schon probiert, habe nur auf Silber geschafft, habe die Aufnahme jetzt halt gesagt, nein, so schwach bin ich gefahren, wie ich möchte die Aufnahme nicht stehen lassen. Darum machen wir jetzt das Ganze einfach nochmal, probieren es nochmal. Darum haben wir da halt auch schon den Silberpokal, eben weil wir es schon mal probiert haben und ziemlich gescheitert sind. Und das Problem war, ich bin scheiße gefahren, das Hauptproblem war. Das andere war, ich habe eigentlich die Thematik Mario Kart allgemein mal ein bisschen anschneiden, welches sind die besten Games gewesen, oder welches sind die besten Mario Karts gewesen aus meiner Sicht und welches schlechteste. Also ich sage, wenn ich Top 3 machen von Mario Kart, dann wäre es Mario Kart 8. Da sicher mit dabei, wäre aber nicht auf Platz 1, wäre nur auf Platz 2 von mir aus gesehen, weil für mich auf Platz 1 wäre das Mario Kart vom Nintendo DS gehören. Und wieso? Weil Nintendo DS, das Mario Kart auf Nintendo DS hat einen Challenge gehabt, den ich cool gefunden habe, dort mal. Was ich heute noch cool finde, und darum ist es für mich auch immer noch Lieblings Mario Kart. Überhaupt. Und auf Platz 3, wie könnte es anders sein, wäre Mario Kart 64, weil ich dort am meisten Zeit in meiner Jugend verbracht habe mit Kollegen zum selbst spielen. Darum Mario Kart 64 auf Platz 3. Und dann, ja, was kann sein? Für mich schlechteste Mario Kart überhaupt ist jetzt wahrscheinlich für viele überraschend. Ist für mich aber da vom Super Nintendo eigentlich das erste Mario Kart, das es gegeben hat. Und zwar, weil es versacke schwer ist, mag ich es nicht. Ich bin einfach schauen, dass ich da nicht runterfallen. Ihr seht es vielleicht auch, ich fahre da eigentlich ein ziemliches Eich zusammen. Aber ich probiere einfach möglichst schnell runterzufallen, weil es eben immer auf Zeit braucht. Ich weiss, dass ich eigentlich ein ziemliches Eich zusammenfahre, im Moment gerade. Ja. Es hat auch noch einen Haufen andere Mario Karts gegeben, wie Mario Kart auf der Wii, wo für mich auch zu einem der besseren gehört. Mario Kart auf dem 3DS, auch eines von denen, was für mich zu den besseren 5 gehört sicher. Dann haben wir noch das Double Dash, wo wir ja eigentlich schon wissen, mittlerweile eins von den Mario Karts, wenn ich auch nicht mag, da wäre schon von mir aus gesehen, dann irgendwie auf dem zweitletzten Platz angesiedelt und die Piranha-Pflanze, die hat uns jetzt geschlagen. Und wir sind noch auf Platz 4 gelandet, also schon mal ein ganz schwacher Start. Dann hat es noch das Mario Kart auf dem Game Boy Advance gegeben und dann auch wieder eins von den besseren gefunden. Also da wäre wahrscheinlich so Platz 4 bis 6 umeinander und eben wie gesagt auf den letzten beiden Plätzen für mich Super Nintendo und Double Dash. Obwohl das Double Dash mittlerweile, muss ich sagen, finde ich auch nicht wirklich so schlecht. Aber da auf dem Advance oder auf dem Advance habe ich schon ein bisschen besser gefunden. So, und jetzt müssen wir uns mal da aufs Rennen konzentrieren. Obwohl wir den Start schon wieder verpasst haben. Aber dass vielleicht einmal noch ein besserer Platz rausschauen als bis jetzt. Ja, das war nicht so schön gewesen. So, ist auch wieder flöten gegangen. So eine Abkürzung, ich weiss. Ich möchte eigentlich eher auf Safe fahren, weil wir die erste Bahn schon ziemlich verhauen haben. Und die Rot haben wir auch verschenkt. Und dann da fahren wir gerade auch nicht so schön um die Kurven herum. Ja, die Rot hat uns gleich noch verwünscht. Schade. Da kommt noch Grüne hinten an. Also, da geht es ab jetzt in diesen Bahnen. Item haben wir keins über, schade. Wir sind auf Platz 5, aber wir haben ja noch. Gut, wenn wir so runterfallen, dann sind wir bald auf dem letzten Platz.
kein Item bekommen, das ist immer schlecht. Hätte ich mir eigentlich immer gern so ein paar Items, um sich zu schützen, gerade zum Beispiel von Red Shields oder so, aber wenn man keine aufnimmt, haben wir auch keine haben. Und der hat uns jetzt auch wieder das Wagenzahl vor der Nase weggeschnappt. Da wenigstens ein Igeli-Bongo, der nicht auf uns geht. Und der Schutzschild hätten wir auch mal. Und die letzte Runde wäre anstehen. Also das könnte gut aussehen, ausnahmsweise mal. Nein! Oh, danke! Das hat uns jetzt gar noch gerettet und Punkte. Die Leute sind da ziemlich schlecht verteilt und darum haben wir jetzt gleich einen Punkt Vorsprung rausfahren auf den Bewohner. Was schon mal schön wäre, weil die nächste Strecke, die kommt, die mag ich auch nicht so unbedingt. Ist jetzt auch eine schwache Leistung gewesen, aber da sind eigentlich die letzten Strecken alle ziemlich schwache Leistungen gewesen, darum müssen wir da eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Aber ich habe trotzdem Spaß zu Mario Kart spielen und darum spielen wir es auch. Jetzt müssen wir uns da mal noch ein bisschen konzentrieren. Wenn ihr noch nicht abgestimmt habt bis dahin natürlich, dann hören wir da noch, dann sind wir noch dabei. Dann könnt ihr doch gerne in die Kommis schreiben, was eure Lieblings-Mario Kart sind. Würde mich wundern, würde mich interessieren. Darum habe ich auch die ganze Diskussion am Anfang vom Video auch ein bisschen anstimmen. Schwach gewesen. Da hat ein Eisname oder Zug am anderen. Und obwohl wir so schwach fahren, haben wir doch schon einen schönen Vorsprung jetzt. Mittlerweile. Ja, und wie läuft da Mine da hinten jetzt auch nicht besser sein. Mal einzoomen. Aber da könnte die gut aussehen. Ja. Sieht sehr gut aus. Da haben unsere Gegner einen ziemlichen Seich dran zusammengefahren. Finde ich sehr nett. Und der Bewohner ist ziemlich weit hinein. Ist auch ziemlich nett. Und jetzt hätten wir schon wieder halbwegs einen beruhigenden Vorsprung auf dem Martin. Mit 7 Punkten auf die letzte Strecke. Und hoffen wir, dass wir die nicht verkacken. Dann sollte das gut aussehen. Besser als in der letzten Aufnahme, die ich probiert habe, zumindest mal bis dahin. Die Sternchen, die haben wir natürlich wieder verpasst, weil wir sind in der ersten Strecke nur Vierter geworden, was nicht so schön war. Und in der letzten Strecke, ich weiss jetzt nicht genau, was das groß aussieht. Auch nicht so viel genützt. Ja, klar hinten. Da ist auch neben meinen, wenn man mal irgendwo mit drinnen ist, dann fliegen so ein Haufen Items umeinander, oder Schildkrötchen und Zeug und Waren, Piranha-Pflanzen und Leute mit Sternen kommen oder mit Raketen oder ja, Nebis, das mit dem Kugelwille oder so. Das geht halt ziemlich oft. Dass man halt ziemlich oft getroffen und abgeschossen wird. Obwohl jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus, jetzt sind wir mal ein bisschen weiter vorne. Und jetzt kommt noch eine Igeli-Bombe, danke. Dafür haben wir jetzt auf der
mit diesen paar Strecken wieder ziemlich viele Igelibomben gehabt, wo wir im letzten eigentlich praktisch so gut wie keine gesehen. Und die letzte Bahn, mehr schlecht als recht, aber gleich auch noch geschafft. Somit hätten wir 3-mal Erste, im ersten Rennen leider nur Vierte, ist ja doch eine schwache Leistung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei, wenn es heisst Mario Kart 8, die letzte Folge. Somit... Oh, gibt gleich noch Sternli. Wo wollen wir beim ersten Mal noch? Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber soll mir recht sein. In dem Fall vielen Dank und man hört sich.